begrüße dich zurück zu Mass Effect 3. Wir sind hier auf Palaven und müssen etwas erledigen. Der Kontaktmensch ist leider, ja, der hat ins Gras gebissen, sagen wir mal so. Bei dem Turm haben uns überwältigt. Sie kamen wie aus dem Nichts. Viel Glück. Ja, ihr könnt gern mithelfen. Ich bin euch nicht böse. Voll geil, weißt? Die Cerberus-Typen waren so, ja, knackig. Und hier ist wieder das komplette Gegenteil. Naja. Boing, da fiel er zurück. Wow. Eine große runde Fläche, das deutet nichts Gutes an. Munition voll. Ich schaue nur hier kurz rüber. Zacki Bracki. Kann man da hoch mit Shepardino? Nö. Schade. Wir können sie von diesem Steuerpult aus nicht reparieren. Liara, versuchen Sie den Turm zu reparieren. Ich gehe rauf und sehe es mir an. Wenn Sie verhindern könnten, dass mir Husks nachklettern, wäre ich Ihnen sehr verbunden. Natürlich, Baby. Da kommen sie. Bereit, James? Auf jeden Fall. Machen wir sie fertig. Richtig. Shepard, ich habe die Hauptsatellitenverbindung des Turms repariert. Bin auf dem Weg nach unten. Das ist sehr gut. General, hören Sie mich. Der Kommunikationsturm ist jetzt einsatzfähig. Ausgezeichnete Neuigkeit. Besten Dank, Commander. Ja, Ich bitte. kontaktiere das Palaven-Oberkommando und finde heraus, wer der Nächste ist. Und ob er überhaupt noch lebt. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie was haben. Ich helfe Ihren Männern, bis ich von Ihnen höre. Super, Shepard. Du bist ja wirklich eine geile Kröte, du. Ja, bitteschön. Macht was draus. Also ich finde diese Gadgets oder Items, die du da nutzen darfst, finde ich relativ praktisch. So, haben wir noch irgendwo Munition herumliegen? Commander Shepard, bitte kommen. Ich höre. Ich habe Informationen vom Palaven-Oberkommando. Kehren Sie bitte sofort zurück. Natürlich. Sind unterwegs. Wir reisen zurück zu General Sisyphus. Achso, ja, Shepard kann ja genauso wenig springen und klettern. Na, klettern schon, aber nicht so springen wie die beiden The Long Dark Charaktere. Wo ist denn der Generalius Pfiffikus? Hier. Was haben Sie? Wie Ihre Begleitung schon sagte, ist die Nachfolge eigentlich ganz einfach. Aber im Moment herrscht Chaos in der Hierarchie. Viele sind tot oder werden vermisst. Ich brauche irgendjemanden, der mir die turianischen Ressourcen zur Verfügung stellen kann. Ich
Ich arbeite daran, Shepard. Wir werden den Primarchen für Sie finden. Garrus. Vakarian, Sir. Ich habe Sie nicht eintreffen sehen. Rühren, General. Freut mich, Sie wiederzusehen. Ich dachte, Sie wären auf Palaven. Wenn wir diesen Mond verlieren, ist auch Palaven verloren. Ich bin so etwas wie unser größter Experte, was Reaper angeht und deshalb als Berater tätig. James, das ist Garrus Vakarian. Er hat mir geholfen, die Kollektoren aufzuhalten. Ein guter Soldat. Lieutenant, schön Sie zu sehen, Liara. Schön, dass Sie in einem Stück sind. General Corinthus hat mich informiert. Wir wissen, wen wir suchen. Das Palaven-Oberkommando sagt, dass der nächste Primarch General Adrian Victus ist. Victus? Den Namen hatte ich schon mal vorliegen. Kennen Sie ihn? Ich habe heute Morgen an seiner Seite gekämpft. Schon ewig beim Militär. Ergebnisorientiert, beliebt bei den Truppen. Beim Oberkommando weniger. Er hat den Ruf, vorgegebene Strategien sehr großzügig auszulegen. Das heißt? Sein Trupp hat während der Aufstände auf Tatris zur selben Zeit wie die turianischen Separatisten einen salarianischen Spionagering entdeckt. Statt den Ring zu neutralisieren, hat er sich zurückgezogen und wertvolle Befestigungsanlagen aufgegeben, die von Rebellen erobert wurden. Dann haben die Rebellen die Salarianer angegriffen und als beide Seiten sich gegenseitig fast aufgerieben hatten, rückte Victus vor und verlor keinen einzigen Mann. Eine mutige Strategie, aber unkonventionelles Verhalten bringt einen in der Hierarchie nicht nach oben. Primarch Victus, das dürfte interessant werden. Wird er der Aufgabe gerecht werden? Wir wissen beide, dass man mit konventioneller Strategie gegen die Reaper untergeht. Er könnte im Moment genau der Richtige sein und ich vertraue ihm. Okay, bringen wir ihn ins Shuttle und dann weg von hier. Commander! Shepard, bitte kommen! Kann das warten, Joker? Wir sind hier im Kriegsgebiet. Wir haben ein Problem auf der Normandy, Commander. Sieht aus, als wäre sie besessen. Schaltet Systeme ab, fährt Waffen hoch. Ich finde die Ursache nicht. Ich brauche die Normandy auf Abruf. Vielleicht müssen wir schnell weg. Soll ich zurück und mir die Sache mal ansehen? Gut. Garrus, Sie waren heute Morgen mit Victus zusammen? Ja, aber wir wurden getrennt. Er wollte eine gefährdete Flanke unterstützen. Er könnte überall da draußen sein. Wir versuchen gerade mit ihm Kontakt aufzunehmen. Heuschrecke nähert sich mit Ziel Flugfeld. General, sagen Sie Primarch Victus, wir treffen uns hier. Und bis dahin kümmern wir uns um das, was das Ding abgeworfen hat. Kommen Sie, Garrus? Ist das ein Witz? Bin direkt hinter ihm. Er ist so geil, der Garrus. Okay. Geil. Wo müssen wir jetzt hin? Dort hinten, Flugfeld. James, sind Sie das, der da so schwer atmet? Die Atmosphäre ist lediglich etwas dünner als gewohnt, sonst nichts. Mir ist Adrenalin sowieso lieber als Sauerstoff. Marodeur. Bilde ich mir das nur ein oder sehen diese Reaper aus wie Turianer? Sie haben recht. Die sehen so aus. Boah. Wisst was? Fresst's das hier. Das wird sie wohl eine Weile beschäftigen. So, achso, es ist hier wieder nichts frei. Wenn du das zum ersten Mal spielst, da hängst du eine Weile. Wie ich getunte Dinge hasse. Hier, bitteschön, Meister. Verbrenn, du Arsch. So, kurz noch einen Blick.
Brandmunition, also das Blutbad. Reißen Sie ein Ziel mit diesem mächtigen Angriff in Stücke. Oh, die Waffe ist Ich geil. glaube, wir sind hier fertig. Ach ja, dieses Spiel. Shepard, bitte kommen. Ich höre. Ich versuche immer noch den Primarchen zu erreichen, aber wir haben Ärger hier an der Hauptbarrikade. Wenn die Reaper da durchkommen, sind wir erledigt. Ja. Schon unterwegs. Ah. Eine Geschützturmparty. Arr. Jetzt bedeutet's Krieg. Ich knipp sie einfach aus. Mal Ja. sehen, ob ich 3 auf einmal schaffe. Bei dem taugt's, James. Sie sind auf der Barrikade. Okay, weiter geht's. Wer ist der Nächste? Ja, sehr gut, Garus. Und wenn ich gleich selbst eingreifen muss in das Spiel, weil ich diese Geschützturm-Dinge hasse. Aber Das ist ja Achtung, da kommt Pille-Palle. noch eine Welle. Was? Alte Redensart der Menschen. Pille-Palle. Sie sind über uns. was? Geleck mich am Arsch mit dem Scheiß. Ah! Ich brauch Munition. Leben noch alle? Sie sind auf der Barrikade. Ich hab's schon gemerkt, Garus. Ach du meine Güte. Was zum Teufel ist das denn? Achtung, vorbereiten! Boah! Jetzt müssen wir echt alles einsetzen, was wir haben. Uah! Drecksau. Boah! Das war jetzt gezielt eine über den Latz bekommen. Commander Shepard, hier ist General Corinthus. Was Neues vom Primarchen? Ich kriege immer noch keinen stabilen Comlink. Okay, ich gehe zu Fuß. Shepard, Ende. Garrus, bringen Sie mich zur Victors Position. Das müssen wir sofort machen. Wir benötigen... Wir benötigen... Ah.
Der Garus darf ja auch aufsteigen. Ach schön, ich mag ihn. Und unser Liesel, die unser Liesel. Drei. Okay, da haben wir 3, 3 und 4. Ja, aber balabab. Sabotage. Sabotieren Sie Waffen und hacken Sie synthetische Wesen. Ja. Das hört sich ja auch nicht so doof an. Geil. Na, das gefällt mir besser. Wie weit? Dürfte schnell gehen, wenn wir keinen Ärger kriegen. Na dann. Verdammt! Sehen Sie sich Paladin an. Das orangefarbene Inferno, das große. Dort wurde ich geboren. Das ist hart. Haben Sie noch Familie dort? Mein Vater. Eine Schwester. Wie schlimm ist es? 3 Millionen Tote am ersten Tag. 5 am zweiten. Wie hält sich Ihr Militär? Sehen Sie sich um. Machen Sie sich selbst eine Vorstellung. Sie liefern ihnen einen guten Kampf. Noch. Aber wie lange dauert es, bis man zum Kämpfen keine Kraft mehr hat? Hätten Sie doch nur auf Ihre Warnungen vor den Reapern gehört. Wir hätten bereit sein können. Vielleicht. Schwer vorzustellen, wie man sich auf sowas vorbereiten soll. Hier hinten sind noch mehr! Na dann, nicht reden, kämpfen. Scheiße, ich hasse diese Dinger. Und in New York wimmelt es von diesen ekligen Drecksdingern. Wir hätten die Erde nie verlassen sollen. Das wird übel, und zwar von vorne bis hinten. Ein Kampf abbrechen, das kotzt mich an. Aber Sie sind hier, um Victus zu bitten, dass er genau das tut. Er soll den Kampf verlassen und es sich in einem Konferenzraum gemütlich machen. Dieses Gipfeltreffen ist unsere einzige Chance. Niemand von uns besiegt die Reaper allein. Nicht einmal ein Commander Shepard. Soldat, alles in Ordnung? Jawohl, Man! Wir schaffen das schon! Haben Sie General Victus gesehen? Vor einer halben Stunde, er war Richtung Süden unterwegs. Okay, viel Glück. Jawohl, Sir. Ah. Wie lang? Wir laufen jetzt mal. Das war knapper, als mir lieb ist. Ja. Absolut. Also ich wollte schon immer mal Teil eines Unfalls sein. Naja. Ich meine, mal ein anderes Thema. Ich weiß nicht, wer von euch das Spiel schon auf der 360er gespielt hat, auf der Xbox. Aber diese Szenen hier, die sahen schon auf der Xbox 360 extrem gut aus. So. Also, Commander, glauben Sie wirklich, dieser Gipfel bringt etwas? Ich meine, Asari, Salarianer. Was ist mit Kroganern und Batarianern? Wo bleibt die Kavallerie? So einfach ist das nicht. Die Batarianer haben bei der Ankunft der Reaper einen gewaltigen Schlag erlitten. Es ist nicht mehr viel übrig. Und die Kroganer haben uns das mit der Genophage niemals verziehen. Stimmt. Die Turianer haben sie sterilisiert. Die Salarianer hatten die Idee dazu. Und deshalb hassen die Kroganer jetzt beide. Sie werden sich uns also nicht anschließen. Schade eigentlich. Ich habe mal mit einem Kroganer gekämpft. Das sind wirklich knallharte Kerle. Seht ihr, und das, auch wenn es jetzt nur oberflächlicher Quatsch ist, aber so wie die Charaktere miteinander
agieren. Das ist so geil gemacht. Ich meine, gut, bitte nicht auf den Arsch von Shepard schauen. Sie Das läuft... klingt übel! Okay, Beeilung! Kein Reaper nimmt mir den Primarchen weg. Direkt hinter ihn! Sie läuft halt schon ein bisschen sehr komisch. Und mir kommt vor, die Kämpfe sind hier im Teil 3 auch etwas In die Anlage vorrücken! dynamischer. Achtung! Direkt hinter ihn! Ja, sehr gut. Macht's was, ihr zwei. Ich bezahle euch ja nicht für... Ah, schon wieder so ein Ding. Kampfdrohne, bitte erledigt deinen Teil. Hilf mir. Ah, du Drecksau. Wer war das? Alter. Ab und zu hasse ich es, wenn ich nicht springen kann. Agentdeckung! Nein, das ist etappenweise so schwierig mit Shepard. Mein Karus, du stehst ein bisschen deppert. Ich brauche irgendwo eine Deckung. Ah! Und was die Biester aushalten. Ui. Ah, Shepard. Tu was. In die Anlage vorrücken! Schon unterwegs! Achtung! Direkt Ich sehe es. Ich helfe dir. hinter ihn! Aber die Kämpfe sind irre geil in diesem Spiel. Besser wie in den Vorgängern. Ich meine, das ist jetzt bitte nur subjektiv gesehen, gell? Hä? Geben Sie alles, was Sie haben! Ah, bitteschön. Ah, diese Rohlinge, die gehen mir auf die Eier. Oh, du Drecksau. Ja, ich komm nicht weg da. Ja. Nein. Ah, wenn du da nicht aufpasst, bist so schnell flankiert und sie stecken die in den Arsch. Ehrlich. Ja, komm.
Also es ist sehr knackig. Gut, ich habe ein bisschen an Schwierigkeitsgrad höher geschalten. Aber es ist geil zum Zocken. Ja! Ah! Es ist... Oh! Also jetzt wird's brutal. Ich muss einmal da weg. So, weg. Ja, ich habe keine gescheiten Waffen. Das ist ja das Nächste, was mir so auffällt. Wir müssen dahingehend irgendetwas machen. Erledigt ihr die Mistkerle! Ja, der Garus liegt, das ist mein Problem. Sieht übel aus. Die Jungs hatten einen brutalen Kampf. Ja, was hab ich grad? Was hab ich grad? Der Ficker, geh, du Trottel, Depperter. Boah, ist das geil. Da ist es ja so brutal, ja. Schau. Ich weiß nicht mehr weiter. Und das sage ich sehr selten. Ja. Hey, komm. Tu irgendwas. Es sind beide hin. Toll. Ja, komm nicht weg von da! Weil die depperte Sautrudel nicht springen kann. Boah, du! Mann. Da wieder Munition. Da geht jetzt schon wieder so ein Trottel. Da ist noch was, schau. Wahnsinn, Wahnsinn, dieses Gefecht. So, General Ficus. General Victus? Ja. Ich bin Commander Shepard von der Normandy. Ach, Commander. Ich weiß, wer Sie sind. Ich bin neugierig zu erfahren, was Sie hierher führt. Bakarian, wo sind Sie hin? Schwere Reaper-Einheit auf der rechten Flanke. Sie sagten, schaffen Sie meinen Männern das Ding vom Hals. Sehr verbunden. General, Sie werden gebraucht. Ich nehme Sie mit. Es muss schon sehr wichtig sein, damit ich meine Männer und meine torianischen Brüder und Schwestern mitten im Kampf verlasse. Hidorian ist tot. Sie sind der neue Primarch. Sie müssen einem Gipfeltreffen vorsitzen und Ihr Volk im Kampf gegen die Reaper vertreten. Ich bin Primarch von Palawan und verhandle für die torianische Hierarchie? Ja. Ich war mein ganzes Leben beim Militär. Ich bin kein Diplomat.
Ich hasse Diplomaten. Der Krieg ist ihr Geschäft. In Zeiten wie diesen brauchen wir Anführer, die diese Hölle kennen. Das gefällt mir. Sie haben recht. Und diese Spezies zu vereinen erfordert viel Kraft, wie der Kampf gegen die Reaper. Sehen Sie diese Zerstörung, Primarch? Auf der Erde war es doppelt so schlimm. Ich brauche ein Bündnis. Ich brauche die Turianische Flotte. Ich muss mich von meinen Männern verabschieden. Ohne ihn hier unten werden wir wahrscheinlich den Mond verlieren. Ohne ihn da oben werden wir wahrscheinlich alles verlieren. Unfassbar. Und da wollen die meine Meinung, wie man das beendet? Als C-Sicherheit-Officer und als Milizsoldat versagt. Und ich bin Ihr Berater? Glauben Sie, Sie können das gewinnen, Shepard? Darauf können Sie wetten. Ich bin sicher, dass es niemand sonst schafft. Egal um welchen Preis, ich bin dabei. Willkommen an Bord. Sind Sie bereit, Primarch Victus? Eins noch. Commander, ich verstehe, dass Sie unsere Flotten brauchen. Aber das geht nicht, solange meine Heimat brennt. Aber wäre Palaven nicht mehr unter Druck? Das ist ziemlich viel verlangt. Wir brauchen die Kroganer. Ein Sieg ohne sie ist unmöglich. Wenn Sie uns helfen, dann helfen wir auch Ihnen. Kroganer. Ich glaube, Ihr Gipfeltreffen ist gerade deutlich interessanter geworden. Verzeihen Sie meine Offenheit, aber Ihr Plan wird scheitern, Commander. Wir wissen das. Wir haben es schon erlebt. Aber werte Ratsherrin, Nicht nur ich sehe das so. Die salarianische Dalatras ist außer sich. Einige dieser Konflikte sind uralt. Höchste Zeit, damit abzuschließen. Mag sein, dennoch vergeuden Sie mit diesem Gipfel Ihre Zeit. Und davon haben wir zu wenig, um damit auch unsere zu vergeuden. Wir müssen uns auf die Ankunft der Reaper konzentrieren. Darum kommen die Asari nicht zu ihrem Gipfel. Unser Bündnis wäre stärker mit den Kroganern. Sie brauchen sie, wie wir alle. Viel Glück, Commander, und leben Sie wohl. Commander, Admiral Hackett ist über Videoleitung verfügbar. Das Ganze wird noch so heiter. Ich scheiß mir jetzt schon die Halskrause zu. Commander, haben Sie den Primarchen zu Ihrem Gipfel gebracht? Ja, Sir. Aber die Asari wollen nicht daran teilnehmen. Das werden Sie bereuen. Jetzt wäre Einigkeit wichtig. Immerhin werden die Salarianer kommen. Das klingt nicht sehr optimistisch. Wir holen auch die Kroganer dazu. Verstehe. Dann haben Sie ja alle Hände voll zu tun, Commander. Gibt es noch etwas, worüber Sie sprechen möchten? Wissen Sie schon, wie die Reaper die Erde angegriffen haben? Das war gar nicht so kompliziert. Sie sind durch die Portale und haben Arcturus überfallen, bevor wir überhaupt wussten, was los war. Von dort war es nur ein kleiner Sprung ins Zollsystem. Die Erde hatte keine Chance. Wie können wir diesen Krieg gewinnen, Admiral? Indem Sie die Speerspitze bilden. Sehr freundlich, aber die Normandy ist nur ein Schiff. Und ein schnelles. Sie können ein Ziel angreifen und wieder weg sein, bevor der Feind reagiert. Das ist nur eine Schlacht. Ich probiere es einfach mal. Das ist ein Vorteil, aber gewinnt man damit den Krieg? Es geht dabei um das Grundprinzip. Mit einem Frontalangriff werden wir die Reaper niemals besiegen, Shepard. Die Schlacht gegen die Sovereign vor 3 Jahren hat uns alles gekostet. Und das war nur ein Reaper. Ich hab's nicht vergessen. Ich muss ihre Schwächen finden und angreifen. Und gleichzeitig ihre Stärken meiden. Und wenn ich Lücken in der Panzerung finde, gehe ich mit allen Soldaten, Schiffen und Kugeln darauf los. Wie lange halten wir das durch? Solange es dauert. Die Realität ist, dass ich lediglich die Entwicklung für sie verzögere. Ich verschaffe uns Zeit, damit wir im Spiel bleiben.
Und Sie beschaffen, was wir für das Proteaner-Gerät brauchen. Bleiben Sie dran. Hat Ihre Analyse des Proteaner-Geräts irgendetwas ergeben? Liara scheint recht zu haben. Es ist eine Waffe. Eine riesengroße. Sonst wissen wir noch gar nichts. Nur, dass es eine Riesenaufgabe ist, das Ding zu bauen. Halten Sie es nicht für riskant, etwas zu bauen, ohne zu wissen, was es überhaupt macht? Ganz ehrlich, das Ding jagt mir eine Höllenangst ein. Aber die Reaper lassen uns keine Wahl. Vor 200 Jahren hatten Wissenschaftler im Zweiten Weltkrieg dasselbe Problem. Sie wussten nicht, was die Atombombe anrichtet. Manche dachten, die Erdatmosphäre würde in Flammen aufgehen, machten es aber trotzdem. Was Neues über Cerberus? Sie sind immer noch ein Fragezeichen. Die Aktion auf dem Mars legt nahe, dass sie dasselbe Ziel haben wie wir. Einen Weg, die Reaper aufzuhalten. Der Unbekannte schien anders als Saren nicht zu wollen, dass wir sie nur beschwichtigen. Man sollte meinen, wir stünden mehr denn je auf derselben Seite. Cerberus hat sich noch nie an unsere Regeln gehalten. Ich kenne ihren Plan nicht. Aber mit den besten Interessen der Menschheit hat er nichts zu tun. Der Unbekannte sprach von Kontrolle über die Reaper. Er schien das für den Weg zum Sieg zu halten. Er irrt sich. Tote Reaper sind der Weg zum Sieg. Er könnte es trotzdem versuchen. Ich habe Ihren Bericht über den Cerberus-Soldaten auf dem Mars gelesen. Wenn der Unbekannte eines gut kann, dann die Wissenschaft pervertieren. Aber es hat sich noch nie ausgezahlt. Und das wird so bleiben. Das ist alles, Sir. Informieren Sie mich. Hackett Ende. Unsere Probleme häufen sich. Kurzer Blick, ich speichere hier mal. Wir haben 4, warte mal. Ja, Schaden benötigen wir. Okay, Logbuch. Eine neue Medikil-Formel wurde sichergestellt. Finden Sie jemanden auf der Citadel, der Verwendung dafür hat? Primar Victus hat einen Kriegsgipfel einberufen und in einen ungewöhnlichen Schritt auch die Kroganer dazu eingeladen. Treffen Sie sich mit dem salarianischen Schiff und benutzen Sie die Normandy als neutrales Gebiet für den Gipfel. Ach du meine Güte. Das kann heiter werden. Allerdings, wir machen das erst in der nächsten Aufnahme. Ich bemühe mich, trotz allem bei zwischen 25 und 40 Minuten zu bleiben, auch wenn es mir nicht immer gelingt. Es tut mir... Commander, Edie ist offline. Was meinen Sie mit offline? Ich weiß nicht. Sie antwortet nicht und die KI-Kerndiagnose streikt auch. Sie sollten runtergehen. Auf Deck 3. Dann machen wir das gleich. Commander, die Kommunikationssysteme drehen durch. Was auch immer da los ist, es geht von Deck 3 aus. Versuchen Sie... Ja, wohin? Wo muss ich hin? Kurz einen Blick. Liaras Kabine. VI-Kern, der ist dort hinten. Joker? Was ist das? Feuerlöscher, Commander. Vielleicht ein elektrisches Feuer oder so. Ich kläre das. Edie, was ist denn?
Möchten Sie über ein spezielles Thema sprechen, Shepard? Edi, Ja, Sie sind in Dr. Evers Körper. nicht ganz. Aber ich kontrolliere ihn. Der Übergang war holprig. Übergang? Wir hatten eine Zeit lang keinerlei Kontakt. Korrekt. Als wir diese Einheit an Bord brachten, habe ich in ihrem Speicher Informationen über das Proteaner-Gerät gesucht. Dabei habe ich eine Falle ausgelöst. Notstrom und zusätzliche CPU wurden aktiviert und die Einheit wollte mich angreifen. Zum Glück erhielt ich Systemzugriff und konnte alles nach Bedarf umfunktionieren. Dabei kam es zum Stillstand. Daher das Feuer. Gute Arbeit. Ja. Nun, wenn wir dadurch jetzt Zugriff auf die Proteaner-Daten haben, gute Arbeit. Ja, das war auch meine Überlegung. Wenn Sie jetzt da drin sind, was ist dann mit dem Schiff? Ich existiere hauptsächlich im Schiff. Zur Steuerung sollte diese Einheit in Funk- oder Tidebeam-Reichweite der Normandy bleiben. Wollen Sie mit diesem Körper irgendwo hin? Die Normandy ist nicht für jede Situation optimal bewaffnet. Diese Plattform könnte begrenzte Bodenunterstützung leisten. Sie könnten also mit uns kommen? Ja, dieser Körper kann Sie an Orte begleiten, die die Normandy nicht erreicht. Vorher müssen Sie garantieren, dass dieser Mech keine weiteren Überraschungen in sich trägt. Lassen Sie Tests laufen und dann reden wir über den Einsatz in Kampfsituationen. Moment. Tests laufen. Abgeschlossen. Ich kann Ihnen einen vollständigen Bericht senden. Zunächst jedoch stelle ich die Funktionalität der Normandy wieder her und versichere der Crew, dass alles normal ist. Aber wundern Sie sich nicht, wenn die Crew sich skeptisch gibt. Ihr neuer Körper hat sie vor kurzem noch beschossen. Völlig richtig. Ich gehe auf die Brücke. Joker wird es auch sehen wollen. Darin sind wir uns einig. Das wird immer lustiger. Ach, wie ich sehr dieses Spiel liebe. Bonuskräfte, was? Gespräche mit ihren Gefährten schalten Bonuskräfte frei. Shepards-Kräfte zurücksetzen. Ach so, okay, da können wir das machen. Auch interessant. Also das heißt, wir können uns stundenlang damit beschäftigen, uns selbst zu beschäftigen. Geile Sache. Ist da gerade Edi vorbeigegangen? Ja, das war sie. Daran wird Joker seine helle Freude haben. Hier unten alles in Ordnung, Doktor? Aufgeräumt und nachgefüllt. Aber immer noch meine alte Krankenstation. Wie zu Hause. Willkommen zurück. Danke. Vergeuden wir keine Zeit. Ich will Sie untersuchen. Nur Vorsicht, ist die Mutter der Porzellankiste. Gut, schaden kann's ja nicht. Aber diesmal ohne Skalpell, Doc. Schon enttäuschend, dass ich Sie nicht aufschneiden muss. Ich überprüfe nur mit dem Diagnoseprogramm Ihre Implantate und ermittle ein paar Werte. Die Behandlung Ihrer Narben hat einen schönen synthetischen Proteinüberzug erzeugt. Und Ihr Körper hat die Implantate gut angenommen. Zum Glück. Sie waren nicht billig. Das war's schon. Sie sind völlig gesund. Wie sieht unser Bestand aus? Die Krankenstation wurde noch auf der Erde vollständig aufgestockt. Das dürfte eine ganze Weile reichen, auch wenn Sie jeden Tag in Schießereien geraten. Bereuen Sie die Arbeit für Cerberus? Wir haben sie nur benutzt. Wenn ich deswegen überhaupt etwas fühle, dann ist es Schuld. Wir nahmen ihr Geld, ihre besten Leute, ihr bestes Schiff. Wir haben damit die Kollektoren besiegt. Und jetzt setzen wir das alles gegen sie selbst ein. Ich bereue dabei überhaupt nichts. Sie haben noch nie Ihre Familie erwähnt. Ich habe auch keine. Ich bin die letzte einer berühmten Reihe von Medizinern. Die Allianz ist meine Braut. Und Sie sind alle meine Kinder. Ich habe viele enge Freunde. Aber mit jedem zerstörten Allianzschiff verliere ich welche. Wir müssen den Krieg beenden. Wir sehen uns später, Doktor. Viel Glück, Shepard.
Ach ja. Was ist hier entlang? Aha. Gibt es keinen Koch, für den wir was kochen sollten oder der uns irgendwo hinschickt, etwas zu suchen? Wir haben in wenigen Stunden 2 Schlachtschiffe verloren. Ich weiß, Primarch. Ich sehe die Zahlen auch und mir gefallen sie ebenfalls nicht. Wir müssen die Sache umdrehen. Und zwar schnell. Sie können Shepard vertrauen, Sir. Wenn jemand die Kroganer zur Zusammenarbeit bewegen kann, dann sie. Sie ist eine alte Freundin von Urdnot Rex. Dann hoffen wir mal, dass Freundschaft in diesem Krieg noch etwas zählt. Da bin ich ganz sicher, Sir. Aber ich kann nicht aufhören. Ich will wissen, wie es weitergeht. Garrus, Sie haben also sofort mit der Arbeit begonnen. Nach den letzten Ereignissen ist das Kalibrieren eines Geschützes der reinste Urlaub. Und es lenkt mich ab. Wir brauchen Sie aber nicht nur fürs Zielen. Oh, ich bin bereit. Aber große Geschütze brauchen wir sicher auch. Jede Menge sogar. Die Sovereign ist nicht kampflos untergegangen. Das wird bei ihren Freunden nicht anders sein. Ob es wirklich klug war, Palaven zu verlassen? Auf der Erde war dieser Junge, höchstens 6 oder 7. Als die Normandy dem Angriff entkam, habe ich ihn sterben sehen. Irgendwie lebe ich noch. Und er nicht. Mit den Reapern recht zu haben, fühlt sich nicht wie ein Sieg an, oder? Wir wussten beide, es wird ein harter Kampf. Und den haben die Reaper geliefert. Meine Regierung hat wenigstens zugehört. Oder so getan. Ich habe eine Einsatztruppe bekommen, damit ich den Mund halte. Sie sind also nun Experte und Berater? Sie waren dabei mein Vorbild, Shepard. Wenn man laut genug schreit, kommt irgendwann wer und fragt, was der Krach soll. Nicht, dass sie tatsächlich etwas dagegen tun. Und wollen dann, dass man ihn abstellt. Nicht so wie früher, was? Abtrünniger Spectre und Mann von Seesicherheit ballern wild um sich und entscheiden alles ganz spontan. Wir sind jetzt respektabel. Respektabel. Und dieser Respekt wird begleitet von jeder Menge schlafloser Nächte. Ich kann nicht mal zählen, wie viele Leben von uns abhängen. Naja, wenn's mal ganz übel aussieht, und das kommt bestimmt. Denken Sie dran, einer Ihrer turianischen Freunde schläft auch nicht besser. Und er würde Sie liebend gerne an der Bar treffen und unter den Tisch trinken. Wollen Sie noch über was anderes reden? Sie sagten, Sie hätten noch Familie auf Palaven. Mein Vater und meine Schwester. Wie lange haben Sie nichts von ihnen gehört? Lang genug, um besorgt zu sein. In so einem Krieg? Ihnen geht's sicher gut. Kennen Sie das Problem mit dem Altwerden, Shepard? Die Plattitüden altern mit. Bald bleibt uns nur noch blinde Hoffnung. Und ich bin ungern blind. Ich weiß, Sie machen sich über unsere Feinde keine Illusionen, Garrus. Wie sehen Sie unsere Chancen? Im Moment sieht's schlecht aus. Aber ich glaube an den Sieg. Denn zum ersten Mal sind wir in diesem Kampf nicht alleine. Etwas habe ich bei C-Sicherheit gelernt. Wer befürchtet, bald grausam zu sterben, ist ziemlich motiviert. Statt ständig an ihnen zu zweifeln, werden ganze Zivilisationen darum betteln, dass sie retten. Nach dem, was auf Palaven passiert ist, glauben Sie das noch? Natürlich wird es Verluste geben. Aber das lernen Turianer schon von Geburt an. Wenn am Ende eines Krieges nur einer überlebt, ist das bereits ein Sieg. Aber die Menschen wollen immer alle retten. Das wird in diesem Krieg nicht passieren. Was haben Sie da für eine Reaper-Einsatztruppe geleitet? Nach ihren Erlebnissen im batarianischen Sektor wusste ich, dass die Zeit knapp wird. Für uns alle. Der Citadel-Rat war eine Sackgasse, also tat ich etwas, was ich nie wollte. Ich ging zu meinem Vater. Er war bei C-Sicherheit, oder? Und er hat Sie nicht ganz gleichberechtigt behandelt, richtig? Gelinde gesagt. Aber er hatte großen Einfluss auf die turianische Regierung. Der Primarch, also der Alte, war sein Freund. Also ging ich zu meinem Vater und erzählte ihm alles, was wir über die Reaper wissen. Von Saren bis zur Kollektorenbasis.
Und dann hat er sie ausgelacht. Gar nicht. Er hat nur zugehört. Mein Vater ist pedantisch, was Regeln und Vorschriften angeht. Aber die Politik hat nie sein Urteilsvermögen vernebelt. Wenn Verbindungen da waren, leugnete er sie nicht. Und er erkannte, was wir schon wussten. Die Reaper kommen. Schön, dass mal jemand zustimmt. Er hat mehr getan. Er ist damit zum Primarchen gegangen. Sein Stil gefällt mir. Leider war der Primarch nicht so überzeugt. Mein Vater blieb hartnäckig und bekam einige Ressourcen zugeteilt. Die nennt man dann Einsatztruppe und hat das Gefühl, man habe etwas unternommen. Was haben Sie gemacht? So viel mir möglich war und noch ein wenig mehr. Wir sicherten unsere Kommunikationswege, stockten die Notfallvorräte in den Kolonien auf und verbesserten unsere Frühwarnprotokolle. Hat's geholfen? Ich hoffe, es hat unserer Flotte etwas Zeit verschafft. Nach dem Krieg wissen wir es. Würden Sie für den neuen Primarchen bürgen? Selbst wenn nicht, ziehen Sie mit dem in den Krieg, was Sie haben. Wird er sein Wort halten? Victus hat noch nie gelogen. Er ändert oft seine Strategie, würde aber nie einen Verbündeten hintergehen. Und falls doch, suchen wir eben einen neuen Primarchen. Generäle salutieren vor Ihnen, Garrus. Wo in der Amtsnachfolge stehen Sie eigentlich? Reden wir nicht davon. Primarch Vakarian, verehrter Kriegsheld. Irgendjemand muss Palaven wieder aufbauen, wenn alles vorbei ist. Ja, jemand, der mit einem Hammer umgehen kann. Das ist vorerst alles. Wirklich schön, dass Sie zurück sind. Diesen Kampf verpasse ich bestimmt nicht. Ich bin sicher, hier unten hat jemand Mist gebaut. Ich muss das alte Mädchen wieder in Bestform bringen. Ach, schön. Panzerbrechende Munition entriegelt. Oh. Oh. Ja, ich wusste gar nicht, dass, ja, dass Shepard so O-Beine hat. Na bitte, jetzt haben wir es benannt. Oh. Warte ein bisschen, wo war das? Bonuskräfte? Logbuch. Tech-Panzerung, bla bla bla. Bla bla bla. Bla 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 bla. Bist du deppert? Da hätten wir ja einiges zu lesen, ha? Shit, warum kann ich mir nichts merken? Ah, warte ein bisschen. Ja, ich muss dann in der Aufnahme schauen, was da genau stand. Das kam etwas zu schnell herein. Lebenserhaltung, ist hier jemand? Okay. Naja, da lebt ja jemand wie Gott in Frankreich. Wenn er hier einzieht. Aha, interessant. Mannschaftsquartier. Ah, das war das hier. Was war hier nochmal? Steuerbackbord, Beobachtungsdeck. Ah, weiß ich schon. Hier machte es sich, ich glaube, die Samara gemütlich, gell? Da war doch was, da war doch was. La 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 la. Okay. Maschinendeck. Steuerbord, Frachtraum. Kapitänskabine. Das ist hier ist der Fahrstuhl. Shepards Kabine.
Aha. Boah, bullig. Bist du deppert. Wauzinger Sepp. Weißt du was? Für die Liara nehmen wir das hier. Ja. Er schaut jetzt bissig aus. Annehmen. Okay. Oh. Ach so, das war das hier. Ja, aber wir haben ja nichts weiteres. Naja, weißt was? Pure Absicht. Wenn wir schon auf ein Treffen der Galaxien reisen, dann müssen wir ja... Naja. So da. Commander, ich habe etwas Verdächtiges entdeckt. Haben Sie kurz Zeit? Sind Sie in Ordnung, Commander? Es war ziemlich wild hier oben. Ich will mir gar nicht ausmalen, was auf dem Mond los war. Ich dachte, Edi macht Ihnen mehr Sorgen. Edi ist wichtig für das Team. Hätte sie mir erzählt, dass sie einen Körper will, hätte ich ihr dabei geholfen. Ich wollte keinen Interessenskonflikt zwischen unserer Freundschaft und ihrer Pflicht. Das wäre mir zwar lieber gewesen als ein Kaltstart der Hälfte unserer Systeme, aber trotzdem danke. Wo Sie schon mal hier sind, ich habe beim Scannen der Allianzkanäle was gefunden. Die Grissom Akademie braucht Hilfe. Die Invasionsfront der Reaper nähert sich. Grissom Academy? Werden Schulen im Krieg nicht geschlossen? Die Grissom Akademie ist keine normale Schule. Dort sind die klügsten Studenten, die die Menschheit zu bieten hat. Ihr Ascension-Projekt ist die beste Ausbildungsstätte der Galaxie für biotische Menschen. Ja, ich habe einen jungen Mann hingeschickt. Mich überrascht nur, dass sie noch offen ist. Sie wird von der Allianz gefördert. Vielleicht sind sie deshalb geblieben. Schau mal, du kannst leider nicht speichern. Was können wir tun? Ein Transporter der Turianer wollte sie nach ihrem Notsignal evakuieren. Also müssen wir eigentlich nichts tun. Aber das Turianer-Signal war irgendwie seltsam. Edi hat es analysiert. Es war gefälscht. Edi sagt, das falsche Turianer-Signal ähnelt dem, mit dem Cerberus sie zu einem Kollektorenschiff gelockt hat. Lange Geschichte. Egal. Wir sollten jedenfalls glauben, dass die Grissom Akademie evakuiert wird. Ich glaube, sie sind noch immer in Gefahr. Gut gemacht. Sie gehören wohl doch hierher. Wenn es wirklich Cerberus ist, könnte es sich lohnen, der Sache nachzugehen. Oder es ist eine gezielte Fehlinformation. Trainer, gut gemacht. Danke, Commander. Sehr gut, das hat nur... Bingo, das habe ich gewartet. Ah ja, ins Tech-Labor wollte ich mal. Ich möchte was schauen. Wo ist diese... scheint ein ehrbarer Mann zu sein. Diese O-Beine. Da kriege ich ja glatt ein O in der Optik. In Flammen steht. Er hat lediglich den Kriegsgipfel zugesagt. Der Commander hat O-Beine, O-Beine, O-Beine. Wer bist du? Also es ist der Primarch, genau. Es gibt so viel zu machen und so viel zu entdecken. Es ist ein Wahnsinn. Es ist ein Wahnsinn. Wisst ihr, würde es mehr linearere Rollenspiele geben, wäre ich dabei. Aber momentan, ich weiß nicht warum, momentan zieht es mich immens weg von offenen Welten. Es ist so traurig mittlerweile. Ich mache jetzt hier nach knapp einer Stunde eine kleine Pause. Bisschen aufnehmen werde ich noch heute. Und wir haben ja noch einiges zu tun und zu besprechen. Wir sehen uns in der nächsten Aufnahme wieder. Und ja, mal schauen, was dann auf uns zurollt. Ich hoffe, du hattest einen kleinen Spaß hier. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Baba dabei.